denn da los? Habt ihr da mal ein bisschen mitmischen, ha? Bringt zumindest Erfahrungspunkte. Ja, wir müssen wieder von hinten reinhauen. Weil von vorne macht das keinen Schaden. Pass auf, nochmal. Jetzt halt. Having to kill a good dog like that. Holy shit, what is wrong with them? That's the second I've seen attack for no reason. We already had to kill one near the sandpit. And I had to put down 2 more in the kennel. God damn. The one that attacked me earlier had filmy eyes, just like this one. And I've never seen those kind of patches on a dog. Me neither, but I also noticed those patches on the animals I had to put down. I'll check the other dogs, but it's kind of worrying. It looks like they caught something. Could it be an epidemic? I hope it's not transmissible to man. This camp is becoming more and more unhealthy. It is. All the more reason to find out what we can about this disease. Ja, scheinbar sind die Hunde irgendwie verseucht und greifen deswegen die Menschen an. Und das ist also eine Nebenaufgabe, die wir untersuchen sollen. Was noch, ne? Na. Metallschrott. Jetzt haben wir da noch was, oder? Nein, da ist nichts. Nix. Hardware und ein Heilungspaket. Ja, pass auf, wo war denn das Ding? Was bei Saul? Ach so, Moment einmal. So, seht ihr das? Oh, Werkzeugkisten haben wir schon. Ich glaube, den Saul, das ist der Typ vom Büro, gell? Und da müssen wir doch von dem Mutanten berichten. Das werden wir gleich mal machen. What can I do for you, prisoner? Oder fragen wir mal wegen die kranken Hunde. I'm guessing you heard about what's happening with the dogs. They look sick, and I don't know if there's a doctor around here. We got a male nurse, of course. Well, he could be a doctor as far as I know. He's at the sand bath just now. Some of the new arrivals seem a bit ripe. Ah, didn't think of him. Thanks. Gut, das haben wir gelöst. Finde einen Arzt. Gut, gut, das ist nur so eine Nebenmission, gell? Und die werden wir eben nur nebenher lösen. Pass auf, Werkzeug. Da war doch in der Kantine war noch was. Da sind wir doch am Anfang nicht reingekommen. Da müssen wir aber jetzt reinkommen. Natürlich einmal wieder zwischenspeichern. Aber ich glaube, das Spiel ist mir schon beim ersten Mal, wie ich es gezockt habe, ist mir überhaupt nicht abgestürzt und läuft sehr stabil. Ist natürlich auch selten. Pass auf, genau da hinten war das. Und dann kann man gleich wieder zurück zum Mutanten. Gut, die Aufgabe aktualisiert und das hätten wir jetzt erfüllt. Bringen das Werkzeug zu Scum, den Anführer der Mutanten. Und das machen wir mal, wir geben mal da ein bisschen Gas. So, da eine wieder. Denn dann wird uns Scum helfen, wenn wir auschecken wollen. Pass auf, Mutantengehege war da hinten.
So, Scum, wo ist er denn? Das da? Stain. Das ist er. What do you want with me, man? So, Scum, ich hab der Werkzeug dabei. I held up my end of the deal. Here are your tools. Thank you, man. We will respect our agreement. You have aided our cause, and we will aid yours by waiting for your signal. Perfect. Continue to get ready, won't be long. When everything on our side's in place, I'll let you know and you can start your riot. I would never have thought of helping organize a dust revolt. I mean, I didn't think they could feel things like wanting to revolt or injustice. Whatever you think of them, you gotta remember that even a dog can turn on its master. And the Dusts are a lot closer to us. Yeah, I see that now. I never talked to one of them before. Now I feel kind of ashamed, actually. Gut, seht ihr das? Das haben wir erfüllt. Und Scum holt sich bereit. Was haben wir gerade? Ein Maulwurfsknochen. Und natürlich haben wir eine neue Stufe erreicht. Ja, pass auf, jetzt können wir wieder was ausbauen. Was machen wir denn jetzt? Offensive Rolle. Oder vielleicht den Angriff, das machen wir. Besserer Gegenangriff. Nehmen wir mal. Und dann haben wir da wieder 2 Punkte und da können wir Lehrlingshandarbeit. Nehmen wir halt einmal. Und im Inventar, was haben wir denn da? Eine neue Waffen. Der Maulwurfsknochen. Rüsten wir mal aus und den können wir aufmotzen. Jetzt können wir das da können wir recyceln. Und dann kriegen wir die Sachen wieder zurück. Zumindest einen Teil davon. Und können das da investieren. Pass auf. Die Spitze können wir ändern. Große Mutter, altmodisch. Ja, schaut aus wie so eine Steinaxt. Hammerkopf. Müssen wir mal schauen, was mehr Schaden einbringt. Doppelmutter. Oh, das hört sich gut an. Plus 16. Getriebe. Einzelner Nagel. Nietenkeule. Oh, das hört sich gut an. Das nehmen wir. Macht 18 Schaden. Und 10% Chancen auf Verwundung. So, der Griff noch. Dann nehmen wir am besten einen kleinen Besten. Oder? Knochenerweiterung. Mach gleich mal auf plus 20. Okay. Gut, das hätten wir. Wie schaut es denn aus mit dem Anzug? Können wir den noch irgendwie verbessern? Mit Chitin. Gut, vor elektrischen Schaden sind wir dann nicht mehr so gut, aber wer macht schon elektrischen Schaden? Nehmen wir mal. Und das da, ja, das können wir nicht mehr, weil wir es nicht mehr haben. Da fehlt uns Leder. Gut, da müssen wir noch ein bisschen warten und Leder suchen. Aber wir haben uns schon ein bisschen verbessert. So, jetzt gehen wir. Pass auf, du aussehen. Jetzt Moment, da muss ich mal schauen, was wir machen müssen. Sprich mit Jay. Genau, wegen der Zisterne, oder war das? Weil wir doch Wasser brauchen zur Flucht. Und wenn ich mich recht erinnert, war der Jay in der Kantine.
Innocence, ja, der ist fleißig bei uns. Pass auf, Jay. Welcher war denn das? Der da? Gut, das ist Jay. Moment mal. Hey, hi. We've never had the chance to talk. I heard about the fat guy. Takes balls, I gotta say. Apparently the guy pissed himself. I'm Jay. And if I can do anything for you... I'm Roy. Tell me, Jay, you know if there's a way to get to the cistern? The cistern, huh? You're thinking of something. You looking to stock up on water? Maybe the question's just rhetorical. Well, there you go. So I'll answer rhetorically, too. If somebody who's not you wanted to enter the cistern, he'd need an official pass from the boss himself, or he'd get shot 2 yards from the entrance. And if this person wanted to go there unofficially? Then there's only one way. Go across the mushroom field and have the balls to get through those fucking moles. Of course, to do that, he'd also need a key. The kind only the guards at the sentry post have, seeing the entrance has been closed after the infestation. So that person would have to find an understanding guard, like Bob, for example. Thanks for the tip. All purely theoretical, of course. So, Informationen suchen wir eigentlich nicht, oder? Gotta go. See ya. Gut, servus, bis dann. Und jetzt glaube ich, müssen wir wieder zu Bob gehen, den haben wir schon kennengelernt. Versuche den Schlüssel für das Pilzfeld von einer Wache zu bekommen. Das heißt, zu Bob, genau, der ist da unten. Und wie kommen wir da oben? Hinten um. Pass auf, schauen wir mal. Ja. Da hinten um. Da sind wir kurz einmal falsch abgebogen. Genau, da sind wir vorhin mal aufgesprungen. Da schau her, die liegen immer noch umeinander. Nichts gefunden. Der da? Hardware. Ja, jetzt haben wir es zumindest hinterher noch ausgeraubt. Da wieder auf. So, wo ist denn Bob? Da ist er. Hey, the Bare Knuckle King. What do you want? Tja, Kollege, ich möchte einen Schlüssel haben. I did good work in the well, so they asked me to clean up the mushroom field, too. And you said yes right away? I hope you know what you're doing, Roy. Anyway, it's true. It's a lot quieter right now down there. Here's the keys. Ach, das war schon alles, eh? Ja, gut. Jetzt hätte ich gemeint, wir müssen erst noch irgendwas machen. Ich sage, ein Wasserfahrrad aus der Zisterne. Pass auf, wo gehen wir jetzt hin? Was? Böse Hunde. Da müsste man nochmal in die Duschen zurück. Pass auf, war das alles? Hey, the Bare Knuckle. You don't look so good. Yeah, so you understand? I want to be alone, right? Hey, Was, nehmen wir mal das da. I dropped something personal in the cave. A memento of my parents. Pisses me off to have to leave it down there with those fucking moles. you know, I can get in trouble helping you with this. Anyway, take this note. It should get you in. Ach so. Gut, jetzt haben wir schon mal Zugang zum Bohrbereich. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal schnell zu dem Doktor. Wegen der bösen Hunde.